Und somit herzlich willkommen hier bei RetroCache Sinnlose Let's Plays. Und ja, wir sind da bei der zweiten Folge. Mal schauen, wie weit wir kommen. Da ist eine meiner Lieblingswelten da mit dem Wölkli. Habe ich ganz gern. Als Kind schon. Der Igel schießt. Super geil. Super unfair auch meistens. So wie jetzt gerade. Fast. Aber die hätten wir zumindest mal geschafft, so halbwegs, würde ich meinen. Und dann dürfen wir natürlich das Wichtigste nicht vergessen: speichern. So, und dann wären wir auch schon im zweiten Teilabschnitt von der vierten Welt. Und bei den meisten dieser unterirdischen Welten hat es irgendwo einmal eine Abkürzung gegeben. Und da hat man oben dran über den Bildschirm durchlaufen, also über den Oberrand von dieser Mauer, die man sieht. Und da ist der erste Abschnitt, wo man da zum Beispiel raufkommt und das Ganze könnt verkürzen. Und das machen wir jetzt auch mal, ausnahmsweise. Aber wir gehen natürlich wieder runter, weil wir wollen das originale Ende nehmen. Wir möchten ja alle Welten mal gesehen haben und ich möchte mich auch noch ein bisschen mehr blamieren, wie das da schon am Anfang gemacht habe von dieser Folge. Darum machen wir jetzt da auch. Und dann kommt er da auch schon zum Ende von dem zweiten Teilabschnitt. Ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Wie schon gesagt, ich weiss es noch nicht, wie viel Zeit das ich habe zum Aufnehmen und auch noch zum Schneiden brauche ich ja meistens auch noch ein bisschen Zeit. Darum, ja, wenigstens jetzt ein bisschen Feuerwerk geben, mal ein bisschen Abwechslung. Und dann kommt da wieder so Fischli-Welt oder Pilzwelt, ne, das ist so Pilzli-Welt. Ich weiss nicht, komme ich da rauf? Ja, gut. Und auch nicht unbedingt meine Lieblingswelten. Das ganz ehrlich zugeben. Aber wir probieren das Beste daraus zu machen. Da ist schon fertig. Ist das ein kurzer? Ja, das ist ein relativ kurzer. Und dann wären wir beim Schloss und natürlich dürfen wir das Wichtigste wieder nicht vergessen: speichern, ich als Feigling. Und dann wären wir da schon beim Schloss. Ist das schon das erste von diesen Rätselschlössern, wo man den richtigen Weg muss gehen? Ich glaube es fast, hä? Ja, und jetzt ist die Frage, also in der Mitte geht man nicht oben oder unten? Dann gehen wir mal unten. Und schauen, was da auf uns wartet. Das sieht mal gut aus, würde ich meinen. Und hätten wir auch geschafft, also bleibt wir in die Welt Nummer 5. Also wenigstens eine Welt hätten wir mal sicher abgeschlossen. Dem Let's Play. Oder in dieser Folge von dem Let's Play da Super Mario. Und ihr wisst es ja. Und ihr wisst ja, wie es ist. Ein Feigling muss immer mal wieder speichern zwischendrin. Da seht ihr dafür mal, wenn ich meine, wenn ihr Blumen hinter könnt ihr ein bisschen vor euch anschiessen und relativ gemütlich durchlaufen. Und noch schön ist nicht da, wenn ihr Bild sind, dann könnt ihr sowieso einfach geradeaus rennen. Ohne dass ihr groß Angst mit haben von irgendetwas. Da können noch Röhren sein, wo man halt reingehen können. Ja. Aber da weiss ich nicht mehr, wie man da raufgekommen ist zu denen. Egal. Und dann sind wir schon am Ende. So
wie es aussieht. Ja, schöne Sache. Also der erste Teil von Welt 5 hätten wir da auch schon. Und dann wären wir da schon im Abschnitt 2 von Welt Nummer 5. So. Nicht gerade unbedingt am Anfang schon abschiessen lassen, wäre noch vorteilhaft und vor allem kommen jetzt hier auch die Hammermännchen langsam. Es wird der Schwierigkeitsgrad langsam angehoben, darum ist es umso wichtiger, dass er möglichst Blumen behaltet. Das ist der Hauptgrund, wieso dass ich hier mehrheitlich speichere. Oder viel speichere. Ja, das ist gleich. Dann bleibst du dort, kannst deine Hämmerchen werfen und wir lassen die leben. Solange du mich leben lässt, lasse ich die auch leben. Und dann. Ist da schon der Schluss, da könnte noch sein. Wäre natürlich schön. Also, dann wären noch 2, nicht mal wenigstens Welt Nummer 5 auch im Sack mal. Und das ist auch eine von meinen Lieblingswelten, wenn da die Kanonen wo sind. Ah, genau drum. Liebe, die Welt. Ich weiß nicht einmal, ob es da ein Muster gibt, aber wahrscheinlich gibt es da ein Muster, wo, wie, wenn, wo welche Kanonen kommen. Würde ich jetzt mal noch schätzen, aber die ist auch eher kurz ausgefallen. Und dann kommt man zum Schloss. Falsche Knöpfe. Aber das hätten wir mit Bravour gemeistert. Ja, und dann, weil es so viel Spaß macht, würde ich sagen, probieren wir doch die Welt Nummer 6 gerade auch nochmal. Und ich ahne Schlimmes, ich glaube, da kommt wieder so ein Igeli-Werfer daher. Aber den können wir hier kurzzeitig ausschalten, indem wir auf den Kopf springen. Aber er kommt dann nach einer gewissen Zeit wieder, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich glaube spätestens da. Irgendwo Mitte Level dann. Ja, da ist er wieder rum. Und da ist fertig. He? Schön. Erste Welt von der ersten Etappe, Welt 6. Hätten wir geschafft. Und dann kommt kein Unterwasser. Ja.
Unterwasserwelten gibt es auch noch ein paar mehr, habe ich gemeint, oder? Oh, fast Fehler gemacht. Ah. Da hat es aber relativ viele Pflanzen rum. Da rühren rein. Ich glaube, da ist einiges, wo wir rein hätten können. Auch nicht, gut. Aber wie gesagt, die Welt, die jetzt kommen, die gar nicht mehr im Kopf. Ich habe einfach gemeint, es sei irgendwo da noch eine Welt, wo wir hätten können. In der Welt hat es irgendwo noch Röhren, wo man rein können. Auf jeden Fall. Und da ist, glaube ich, der Schluss. Da haben wir ein bisschen viel Zeit gebraucht, aber wenigstens sind wir durchgekommen. Und den hätten wir mal ein bisschen ein neues Game Design, zumindest mal ein paar andere Farben drin. Oh, und bietet mal ein Leben überall. So schön. Ah, da ist eine von denen, die ich gar nicht mag. Ah, und da kommen gleich noch Bömbeli. Ich denke, irgendetwas kommt da noch. Ich habe es noch nicht mehr gewusst. Die kann ich aber glauben. Ja. Und da ist der Schluss. Ist das möglich? Ja. Also, die wäre ja auch eigentlich mehr oder weniger gar nicht so schlecht gegangen. Die kommt man ja da schon zum Schloss und den Feigling und natürlich wieder speichern. Das Timing auch knapp bemessen für denselben Sprung, habe ich das Gefühl. Ja, und dann haben wir die hasse ich auch. Die mag ich auch nicht. Oh, ist da eng da? Aber da ist dafür meistens ein gutes Zeichen, dass er nicht mehr weit weg ist. Unser lieber Chef, und der hat jetzt da schon Hämmerli, die nachher rumschmeißen. Aber da wäre gegangen. Wäre ja besser gekommen, als ich gedacht hätte. Dann würde ich sagen, wäre es da gewesen für die Folge. But our princess is in another castle. Ja, haben wir halt wieder noch ein Tötli befreit und natürlich, wie gesagt, weil ich ein Feigling bin, können wir da natürlich nochmal einen Speicherpunkt erstellen. Somit, ja, vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Ich hoffe, bei der nächsten Folge auch. Ich weiss noch nicht, ob es mir dann wird lange zum fertig spielen oder ob ich einfach mal 2 Welten mache und dann am Schluss noch die letzte. Aber lasst euch überraschen. Auf jeden Fall eben vielen Dank und man hört sich.